Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir sie, die Prophecy in ganzer Pracht. Den ganzen Bildschirm bastelt die Worker Prophecy. Ja, mein erster Blaster, den ich hier auf dem Kanal zusammen bastelt habe. Und, seht, der sieht schon. Also, vermutlich habe ich das Banner mittlerweile geändert, das weiß ich noch nicht. Aber die länger dabei sind, das ist meine Prophecy. Und ich habe auch einiges gemacht, dass da keine orangenen Teile mehr drin sind. Seht, blau, Silber. Das ist Silber. Also, ja, kann ja, bis auf das da. Das machen wir heute. Das letzte orangene Teil machen wir heute voll raus. Und, ja, das habe ich gedacht, dass ich für das Swordfish da das gemacht habe. Aber ich dachte, da drucke ich das auch gleich aus. Das ist das auch passte schon. Das Originale war ein bisschen länger. Das habe ich bei Thingiverse gefunden. Und das habe ich einfach ein Stückchen kürzer gemacht. Ich habe es natürlich gemessen. Und ich habe es schon getestet. Und ich hoffe, dass, oh Gott, weil das ist nämlich echter Krampf. Da muss man nämlich das Vordere, das wegmachen, die Verkleidung wegmachen, dann da die Schraube weg, dass man das überhaupt mal aufmachen kann. Also, wahrscheinlich, ihr seht, das Teil da, darum geht's, der erste Schritt. Das will ich jetzt erlegen, man kann da wahrscheinlich nicht noch, dass man das so weit aufhebeln könnte, dass man das nicht alles, das probieren wir noch. Müssen wir erstmal entladen. Was wir auch noch haben, den Griff habe ich schon getauscht. Das war der Originalgriff. Das hat mir einfach nicht gefallen. Also ich bin da kein Fan von. Ich meine, das ist natürlich wesentlich angenehmer, den Griff zu verwenden, als das da. Das ist schon, also wenn man den, das ist jetzt von der anderen Seite ist das besser. Wenn ich den, mir sie fast so. Das ist nicht komfortabel. Und ich tausche das jetzt heute durch was aus, bei dem ich weiß, dass es noch weniger komfortabel ist. Das ist mein entworfener Griff. Und der Griff, der sieht gut aus, also da kann man nichts sagen. Das ist ein schöner Griff, den hat jemand echt schön entworfen. Ich verlinke euch, wenn ich dran denke, verlinke euch auch das Modell, aber da habe ich halt Videos zu gemacht. Und die verlinke euch wahrscheinlich auch unten, wenn ich dran denke. Normal, also bisher habe ich immer alles verlinkt. Aber der passt halt nicht ganz zu dem Blaster. Der wirkt hier da irgendwie verloren. Und dann habe ich gedacht, das kann ich ändern. Dann machen wir selber was. Oder habe da meinen eigenen Griff entworfen. Und das ist jetzt, warte mal, ich habe es nämlich schon getestet. Das ist halt, da kann man nicht so richtig drum rumgreifen. Also den hätte ich wesentlich größer machen müssen, dass der wirklich, aber er sieht halt, sagen wir mal raus, er sieht halt verdammt gut aus. Also das, und dann habe ich gedacht, komm, ein bisschen Verkleidung für das da, das so drüber und schon ist auch schön blau. Ursprünglich habe ich eigentlich mal geplant gehabt, das so rum noch zu machen. Und dann habe ich da so ein Stückchen das halt kurzer ausdruckt. Habe festgestellt, dass ich das fertig hatte. So rum passt es auch drauf. Deswegen passt das da noch vom Durchmesser nicht ganz, weil das habe ich nicht so geplant gehabt. Das ist okay, das könnte man später, wenn ich das jetzt nochmal ausdrucke tät, was ich jetzt nicht machen will, weil ist ja auch der Zeit und auch Material. Und wir gehen ein bisschen jetzt, könnte man dann anpassen. So sollte ich das von einem anderen Blaster oder so nochmal ausdrucken, dann würde ich das anpassen, das Modell. Und dann habe ich das da so gemacht, dass das dahinter abschließt. Und dann passt das. Das machen wir auch noch. Aber als erstes haben wir ein bisschen Krach. Als erstes machen wir den ganzen Blaster auf. Ach, das Teile da rein. Machen wir dazu. Warum auch nicht? Dann ist das orange Teile da. Das ist dann auch voll weg. Und dann dürfte der Blaster so weit passen. Entlade ist, okay. Nicht, dass es dann eine Überraschung gibt. Dann zerlege ich das und ihr das Teil rein. Und dann schwätzen wir weiter bei den anderen Teilen.
Bis gleich. So, Dele. Jetzt der Schreiber noch. Der Schreiber noch. Und dann ist 8 Minuten 40. Nur um so Teufel. Ja, nee. 8 Minuten 40 für den ersten Schritt. Nur um das Teufel da zu tauschen. Und ihr seht, es ist alles Silber und Blau. Das ist schon. Tschüss. So kurz rein. Fehlt jetzt das Federle noch, das ist mal weggekupft. Das seht ihr. Sogar der Dichtring. Den gab es auch in grün. Den habe ich transparent genommen. Oder weiß. Das ist einfach alles möglichst schöne Farbe. Also, was heißt schöne Farbe? Halt passende Farbe. Ich meine, da passt das Orange, passt einfach nicht rein. Also das kann man dann schon, wenn man das irgendwie das gesetzliche Grün und draußen verwenden will, dann kann man ja Orange eine Spitze drauf machen, gut ist. Aber Orange ein Teil, das passt einfach nicht. Und vielleicht macht Werker irgendwann mal eines Tages der Blaster Ingenieurs-Edition von dem Blaster. Das fände ich schon cool. Das tät mich schon freuen. Aber dann machen wir alles schön blau. Oh, das Feder dann rein. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber das habe ich bei der Streife habe ich das geübt. Das ist zuerst zusammengequetscht und dann gleichzeitig rein. Dann das drauf. Schreible wieder drauf. Mal gucken. Hab gehofft, dass ich das so weit aufgehebelt kriege, dass ich das nicht alles zerlegen muss, aber dem war halt nicht so. Dann tue ich das noch, aber das machen wir im Schnelldurchlauf. Das alles wird ein bisschen einfetten und dann das Säubern durch und alles. Seht ihr, da ist ein bisschen Abrieb, weil den Blaster benutze ich tatsächlich auch oft. Der schön leise, macht nicht viel Krach. Ich meine, da habe ich jetzt auch nicht das stärkste Federle drin. Also in der ersten Version war ja Federle drin, das hat so viel Kraft gehabt. Der war anstrengend, der Blaster. Mit der Feder war der Blaster anstrengend. Und vor allem völlig unnötig, weil ich habe nirgends eine Strecke, wo ich über ein paar hundert Meter schießen kann. Also das reicht, wenn der auf ein paar Meter genau ist. Einfach um Spaß zu haben von mir. Wenn da jetzt irgendwo eine Strecke hätte, wo ich 100 Meter Zielscheibe aufbauen könnte und alles, wäre das eine andere Situation. Aber so, das brauche ich alles nicht. Muss das halt auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. So, dann fertig das, schraubst du zusammen und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. Ja, verdammt, da ist mir das blöde Federle raus. Und ich habe zum Glück genug da, das habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Aber ja, das, wenn ihr bloß einmal da habt. Einfach ausbauen und glaube zum Schluss einbauen. Das ist vielleicht das Beste. Das fliegt so leicht raus. Ist das hoffentlich ist das, passt das. Das testen wir doch zuerst. Oh.
gut, das Triggerle, das braucht, weil das Federle ist eigentlich ziemlich schwach. Das Triggerle braucht aber auch nicht. Das will ja von der Leute schon fast, das will ja durch die obere Feder schon fast wieder nach vorne. Das drückt das bloß. Das Federle macht eigentlich bloß den Weg hier. Der Rest steht sogar. Oh, da oben ist nämlich auch Federle drin. Das Ganze durfte eigentlich auch ohne das Federle schon fast gegangen. Ja, das braucht man eigentlich gar nicht arg. Das ist, ja gut, um den letzten Millimeter, ich glaube dafür ist das Federle da. Ihr seht, Großteil macht der Mechanismus dahinter. Aber das packen wir jetzt auf Seite. Das mal. Ich hab zum Glück genug von denen da, aber will jetzt auch nicht unnötig dann da jetzt verschwenden, weil nachher brauche ich da doch wieder alles und scheiße. Gott sei Dank. Ich schraube fett das weiter ein, schraube weiter zusammen. Bis gleich dann. So, Hodele, 28,5 Minuten später ist alles geölt. Und läuft wie geschmiert, hätte ich sagen, oder? Es ist schon, so ist es eigentlich ein ziemlich leichter Blaster. Und das ist eigentlich auch, immer mal abgesehen von dem BK da vorne, das könnte man jetzt auch noch drauf machen. Das ist eigentlich auch alles, was die Funktion ausmacht. Also, aber es sieht halt einfach nicht gut aus. Es sieht einfach so, also
Wenn man bloß, mein Gott, das ist jetzt vielleicht, da könnte einem, wenn man Pech hat, da bräuchte man vielleicht noch irgendwo was, dass das da einen Platz auf Position hält. Irgendwas. Aber sonst können wir da auch so schon rumlaufen. Vielleicht Schulterstütze noch von Komfort, aber sonst eigentlich schon ziemlich. Wo ist die jetzt rausgefallen? Habe ich die? Ah, da. Schreibblatt vergessen. Ist eigentlich ein ziemlich handlicher Blaster. Wunder mich immer. Aber ja. Da ist halt noch ein halbes Kilo locker Kosmetik dran. Ich mein, wenn man unbedingt so Zeugs und alles. Weil der ist es. War jetzt gerade überrascht und denke mir, ja, das ist eigentlich alles, was die Funktion ausmacht. Sieht aber halt einfach nicht so schier aus. Nicht so schier. Ja, und der Blaster, also um den zu warten und regelmäßig da Zeugs zu machen. Ah, das ist die. Muss ich schon ganz nach hinten drücken. Ich bin bloß ein bisschen nach vorne gegangen, dann macht das. Dann schießt man das raus. So, Kai. Ey, wäsch mal jetzt die Hände. Oder wäsch mal den auch mal kurz, bevor man da die ganze Verkleidung wieder drauf macht. So schnell habe ich nämlich nicht mehr vor, den zu zerlegen. Oh, das sieht schon. Ja gut, man könnte jetzt da auch noch, also wenn man es wirklich drauf anlegen wollte, das ganze Gestänge wegmachen. So ein Schlitter von der Riken drauf. Gut, dann könnte es sein, dass das mit der Klappe kollidiert. Und da hat man auch schon. Ich meine, das SB-Car macht schon einiges an Gewicht aus. Und das macht halt ein Gewicht da aus, weil das ganz weit vorne sitzt. So ist schon wieder ganz okay. Ja, irgendwann mal eine Riken-Pistole, das ist ja eh schon. Aber brauche ich auch Projekte für Zukunft. Ja, jetzt Handwäsche, das kurz putzen und dann schrauben wir das weiter zusammen. Bis gleich. So, jetzt seht ihr da mein Griff. Und der ist halt. Das geht schon. Also, wenn man da vorne den Daumen rumlegt, seht ihr jetzt von der anderen Seite, seht ihr es vielleicht besser. Dann geht das schon recht gut. Das ist jetzt halt. Also, so ist schon. Also, das hat man schon besser in der Hand. Da ich halt. Schulterstütze wieder noch. Das sieht schon so optisch aus. Gut, dann müsste ich das ein bisschen nach hinten versetzen. Das würde komisch aussehen, wenn das da ein bisschen ausguckt. Ja, das sind Probleme. Aber Ausschier, also da will ich jetzt nichts sagen, was man machen könnte. Was ich mir überlegen bin, das Vortrittstück. Das sieht auch gut aus, so, also das bin mir da nicht schlüssig.
Aber wir haben ja immer die Möglichkeit, einfach nochmal andere zu bauen. Hey. Raue Halszeit. So. Jetzt machen wir statt dem da noch. Machen wir das da rein. Seht ihr, das schließt da sauber ab. Der Klebe ist immer noch da. Das gehört so, dass das da vorne so schmutzig ist. Das ist, glaube ich, Überrest vom Tesafilm. Da drehen wir den Schriftzug, steht da noch. So. Das da drauf. Können wir gerade so den Schriftzug durchgucken lassen. Guckt. Das sieht doch schön aus. Das packen wir weg. Das seht ihr. Das sieht doch jetzt schön aus. Das ist schon. Das sollte jetzt halt noch wirklich. Gut, in der Kamera sieht es jetzt. Also zumindest auf dem Bildschirm sieht es besser aus. In echt sieht man schon ein bisschen Farbunterschied. Das sollte jetzt halt wirklich ihre Spritzgussdoil oder original in derselben Farbe. Das wäre schon klasse. Und ja, wenn man das. Wobei. Aber mir gefällt der Blast eigentlich so. Jetzt weiß ich nur nicht. Die Schulterstütze. Das überhaupt mit einer stärkeren Feder zusammenpasst. Habe ich da die Schraube gescheit erzogen? Da ist noch ein bisschen Spalt. Da noch eine Drehung. Aber die Schulterstütze sieht einfach gut aus. Das ist. Da, jetzt. Und das Federle ist jetzt schwach genug, dass man das auch einfach mal so feuern kann. Das ist für drinnen alles sauber. Das passt auch. Alles schön, alles sauber. Gefällt mir. Das macht jetzt optisch halt schon. Also es passt einfach besser zum Plaster. Also immer, die Schrauben muss man da gescheit reindrücken lassen, sonst dreht die Hohle. Da kriegt man das Ding fast nicht mehr raus. Das hat man vielleicht gesehen im Schnelldurchlauf. Das war schon ein Moment, wo ich dachte, aber hoffentlich kriege ich das wieder noch. Aber sonst hat es passt. Ah, das fettige Zeugs, das zieht halt der Staub einfach oder guckt. Schon gerade frisch putzt, schon wieder Staubkornle. So Fluse halt. Ja, das. Könnt ihr jetzt eine Stunde lang drüber schwafeln, wie sehr es mir gefällt. Da muss irgendwo, ich glaube, oben einfach eine runde doppelseitiges Klebeband noch. Dann hebt das. Weil das war nicht dafür ausgelegt, dass ich das so rum. Das wollte ich eigentlich so rum, da wo der Ring jetzt ist. Aber so sieht es halt schon besser aus. Weil man könnte es auch. Festkleben wäre, glaube ich, nicht das Richtige. Nee, das will ich zerlegbar haben. Bisschen kürzer soll es sein, weil das Schwarze von dem Schriftzug perfekt drin. Also passt auch. Die müssen halt mit ihrem Schriftzug an mein Design anpassen. Dann passt das. Gut, das ist nicht mein Design, aber das habe ich euch alle schon mal gezeigt. Also, nicht dagegen gestoßen. So, seht ihr. Da, Hebele, passt alles. Alles sauber. Jetzt ist. Wobei, siehst du das Rote da noch? Das könnte man natürlich auch noch. Ich weiß gar nicht, vielleicht auch in Blau rauslassen. Aber das in 3D-Druck ist halt schon. Ich meine, das muss man dann in die Richtung, also dass es so rum aufliegt, so drucke. Also, weil sonst reißt das und muss ich mal messen, wie lange das ist, ob das gerade noch auf meinem Bett passen tät oder ob ich das in 2 Teil machen müsste. Ein 2 Teil wäre Krampf. So, da müsste ich mir mal echt dann was überlegen. Eurem wäre es okay. Aber 2,
das weiß ich nicht. Das sehen wir dann. Aber fürs Erste bin ich jetzt da echt zufrieden mit, wie das jetzt da rausgekommen ist. Und dann wünsche ich euch auch so viel Zufriedenheit beim Bästler, euer Blasteringenieur.